Freundinnen und Freunde draussen, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal an dem wunderschönen Sonntag oben. Heute beantworte ich eure Fragen in einem One-Take-Video. Das heisst, ich kann nicht schneiden. Alles, was ich jetzt sage, landet in dem Video. Und da gibt es natürlich den einen oder anderen, der jetzt vielleicht sagt, hey, aber Adi, du hast doch das erst schon vor 2 Monaten oder so gemacht. Dann sage ich, ja, gut aufpasst. Nein, ich mache das, es ist wirklich ganz einfach. Ich habe das Wochenende leider nicht so viel Zeit, um in Anführungs- und Schlusszeichen ein richtiges Video zu machen. Darum mache ich jetzt das. Und ich finde das auch ein cooles Format, weil ich hier sitze und mal ein paar Fragen ernst beantworten. Darum holt euch Popcorn oder Chips, sitzt da und schaut jetzt das Video ganz gechillt. So, okay. Ich habe, wie gesagt, auf Instagram gefragt, hat Adi Totoro. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange rum. Erste Frage kommt von der Yasi_SG. Deine Jahresvorsätze bis jetzt eingehalten? Ja, tatsächlich. Ich habe meinen einzigen Jahresvorsatz, den ich gemacht habe, bis jetzt eingehalten. Und zwar habe ich mir vorgenommen, dass ich im 2020 kein Softgetränk trinke. Kein Softgetränk trinke. Das heisst, kein Cola, Rivella, Sprite. Einfach nichts Süßes trinken. Also nicht nichts Süßes, aber kein Softgetränk. Und ich habe das bis jetzt eingehalten. Ich habe eigentlich nur Wasser getrunken. Oder sonst im Ausgang halt Alkohol. Aber sonst trinke ich nur Wasser, weil ich finde, ich will das mal probieren. Erstens spart man Geld, weil es nicht so teuer ist. Zweitens muss man nicht mehr überlegen, was nimmt man. Und drittens finde ich es auch cool, mal so etwas durchzuziehen. Es ist so mein erster richtiger Jahresvorsatz, den ich gemacht habe. Und ja, wir haben jetzt gleich Ende Januar und ich habe im Januar nur Wasser getrunken. Das ist doch schon mal nice. So, Bira2812 fragt, was sind deine groben Pläne für die Zukunft? Das ist eine sehr gute Frage, weil in 5 Tagen bin ich fertig mit dem Zivildienst. Ich mache das in einer Kita zu Basel. Bin ich fertig mit dem Zivildienst und dann mache ich YouTube mal für ein Zeitchen Vollzeit. Ja, ich weiß auch nicht, wie es zu dem gekommen ist und ich bin dann sozusagen selbstständig. Das klingt mega krass, dass ich einfach sagen kann, ey yo Bro, ich bin selbstständig. Ey, selbstständig, gell? Bin ich einfach selbstständig am Februar. Das heisst, es werden sicher nice Videos auf euch zukommen, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich bin gespannt, wie ich das mache, wie cool das wird, ob mir das überhaupt gefällt. Aber ich denke, ich bin jetzt in einer Zeit von meinem Leben, ich bin jung, YouTube, das Online-Zeug läuft bei mir gerade nicht schlecht oder einmal so, dass ich jetzt sicher mal für ein Zeitchen davon leben kann. Und ich bin gespannt auf die Zeit und darum 2020 oder für die Zukunft, meine Pläne sind sicher mal jetzt hier YouTube-Zeug machen. Und ich bin gespannt, wie es wird und ich hoffe auch ihr seid gespannt auf das, was kommt. So. Wie viele Abos hast du jetzt auf TikTok? Fragt Christina Landis. Leute, TikTok ist so ein Ding. Ich habe ja im vorletzten Video auch über TikTok gemacht und wie viele Abos habe ich denn gehabt? Ich glaube 20'000. Ich mache jetzt recht regelmäßig Videos auf TikTok und ich habe zu dem Zeitpunkt, wenn ich jetzt das Video filme, unglaubliche 66.400 Abos. Ich habe in dieser Woche jetzt allein, glaube 20'000 Abos gemacht auf TikTok. TikTok, wie gesagt, es ist eine App, die keiner versteht. Ich verstand es nicht, aber auf jeden Fall habe ich jetzt für 4 Jahre, ich mache für 4 Jahre YouTube, schneide das Video jede Woche, lade es auf und dann laden wir auf TikTok einfach mal geschwind irgendein scheiß Video auf und 60'000 Leute folgen einem. Let's go. Ja, also TikTok ist wirklich so ein Ding, aber ich muss ja sagen, es macht mir Spaß. Es ist wirklich eine ganz andere Art, Leute zu unterhalten. Man muss sich wirklich nicht so viel Gedanken machen, man kann auch mal irgendetwas Dummes aufladen. Und das gefällt mir eigentlich am TikTok und ja, zu deiner Frage, 66.400, obwohl du hättest auch selber schauen können. Clara Kunz schreibst du mit Follower? Ob ich mit Follower schreibe, ich weiß jetzt nicht, auf was das bezogen ist, aber ja, ich antworte euch, wenn ihr mir auf Insta schreibt, wenn ihr mir eine DM schreibt. Und ich finde es eigentlich recht cool, wenn Leute mir irgendwelche Inputs schreiben, vielleicht ihnen fällt etwas auf im Video oder einfach sonst. Ich finde das so nice, wenn mir Leute schreiben, schau, ich habe das Video geschaut, finde deine Videos mega. Das gibt mir so eine Motivation, wenn mir das Leute schreiben auf Insta, dann merke ich einfach, da draussen sind Leute, die das schauen, weil für mich ist es halt immer noch mega surreal, dass die Videos hier von mehreren tausend Leuten angeschaut werden, jede Woche. Und dann bekommt man halt so Nachrichten von einzelnen Leuten, wo man sieht, ah ja, das ist der und der schaut die Videos und das macht mich sogar auch ein bisschen stolz, wenn ich das sagen kann. Darum, ja, ich schreibe mit Follow, also wenn ihr irgendeine Frage habt zu irgendetwas, schreibt mir auf Insta, dann kann ich sie dort beantworten. Luke Live schreibt, bist du zufrieden mit dem Podcast? Würdest du etwas ändern wollen oder hast du etwas, das mega weiter sehe ich leider nicht, weil es abgeschnitten ist. Aber es geht einfach um einen Podcast, den ich mit dem Can habe, Lausbuben Podcast. Und das
ist auch so ein Ding. Den ersten Podcast haben wir vor 3 Wochen aufgeladen und der ist instant auf Platz 11 von den Spotify Charts eingestiegen. What the fuck. Mega nice. Wie ich den Podcast bis jetzt finde, ich muss sagen, ich glaube mir, und ich schwätze da auch für den Can ein bisschen, uns macht der Podcast mega Spaß. Es ist etwas mega Neues. Es ist viel länger als ein Video, es ist am Stück, es fühlt sich schon fast ein bisschen wie Radio an oder irgendeine Sendung. Und wir machen das jede Woche. Der Podcast kommt jeden Freitag zu oben, 23:59, das heisst eigentlich ab jeden Samstag kommt eine neue Folge, die ihr hören könnt. Und ich bin sehr zufrieden. Ich habe gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, einen Podcast zu machen. Und wenn ich etwas ändern würde, mir ist aufgefallen, ich sage mega viel Alte im Podcast oder auch bei den YouTube-Videos, und ich möchte das ein bisschen rausbekommen, dass ich das nicht mehr sage. Aber sonst bin ich eigentlich mega zufrieden mit dem Podcast. Yes, geht ihn hören. Spotify, Apple Music, Lausbuben. Erst noch schnell Werbung machen. Hast du mal irgendwann das Gefühl gehabt, dass du schwul bist? Wenn schon, hast du Angst gehabt? Also, nein, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich schwul bin, aber ich habe mir logischerweise auch schon Gedanken darüber gemacht, ob ich es bin oder nicht. Ich denke, jeder macht sich die Gedanken. Zum Beispiel, wenn einfach mal ein Kollege fragt, ey, bist du schwul, so dumm gefragt, dann macht man sich ja Gedanken, bin ich das nicht? Ich bin nicht schwul, ich bin hetero, aber auch wenn es so wäre, dass ich schwul wäre, wäre ja das absolut nicht schlimm. Darum, ja, ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht, aber nein, ich bin es nicht. Und ich denke, man muss auch einfach keine Angst haben in der heutigen Zeit vor Schwulzeit. Darum, falls ihr es sind, lebt das, es wird... Klar, es wird immer noch ein bisschen diskriminiert, aber ich glaube, je länger das geht, desto normaler wird es. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass man zum Beispiel in 30 Jahren einfach die Leute fragt, ey, yo, bist du hetero oder schwul? Weil das fragt man dann einfach, um zu wissen, was er ist, so wie es einfach normal ist, dass es beides gibt. Yep, aber ich bin es nicht. Wird es der Marc weiterhin auf dem Account zu sehen geben, wenn er kein YouTube macht? Genau, das ist auch so ein Ding. Der Marc hat ja mit YouTube aufgehört oder macht jetzt mal eine Pause. Und ja, ich denke, der kommt safe wieder mal auf dem Kanal. Ich glaube, er ist da nicht abgeneigt, irgendwelche Videos zu machen. Von dem her, auch wenn der Marc bei sich keine Videos macht, ich denke, bei mir, beim Nati, ja, bei der Nati und beim Can ist er safe noch auf dem Kanal. Yes. Also ihr werdet den Marc schon noch sehen, und sonst könnt ihr einfach seine Musik dann hören. Wie sind deine Noten in der ersten Klasse? Fragt Dari 156. Meine Noten in der ersten Klasse? In der ersten Klasse hat man doch noch gar keine Noten, oder? Dann hat man doch so... Ja. So Smiley. Ich glaube, so durchschnittlich. Ich bin immer so ein bisschen der durchschnittliche Schüler gewesen. Ich bin auch im E gewesen, so heisst das bei uns. Das ist so in der Sekundarschule nicht das Beste, aber das Schlechteste, so das in der Mitte. Für die, die sich nicht so fest anstrengen, aber auch nicht komplett scheiße sind. Ja, das war für mich perfekt gewesen, so. Wieso aufs Mal so steil auf TikTok? Fragt Patrick Hugo. Nochmal schnell, um auf das zurückzukommen. Ich weiss es einfach nicht. Das eine Video, wo ich Eis am Essen bin, das ist zuerst in der Schweiz, glaube ich, viral gegangen. Auf TikTok ist es mega komisch, da geht es immer so in verschiedenen Ländern viral. Und jetzt vorgestern ist es irgendwo in China viral gegangen und jetzt bekomme ich mega viele chinesische Kommentare. Sehr nice. Ja, aber ich weiss es selber auch nicht genau, aber TikTok ist einmal so ein Ding. Und falls ihr mir nicht auf TikTok folgt, Bro, was macht ihr falsch? Was ist das Schlimmste, was du je gemacht hast? Und natürlich viel Schlimmes gemacht in meinem Leben, in meiner Gangster-Karriere, aber eindeutig das Schlimmste ist, dass ich den Marc, Can und Nati und den Moelo kennengelernt habe. Das ist wirklich etwas, was sehr schlimm ist, und ich will, wenn ich das Leben zurückspulen kann, dass das nicht mehr passiert. So. Diego Brugger fragt, die Lieblingsfilm. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt in einem Q&A vor ein paar Jahren. Mein Lieblingsfilm, das ist ein Schweizer Film, «Mein Name ist Eugen». «Mein Name ist Eugen», wirklich ein absoluter Legendenfilm. Es ist jetzt nicht der beste Film von der Qualität und vom Storytelling, aber ich habe den früher so viel geschaut und es ist irgendwie so ein Kindheits-Flashback-Film, Dingsbums. Wir haben den hier daheim. «Mein Name ist Eugen» hat auch so viele legendäre Szenen, wie zum Beispiel «In der Pfadi heisst sie Tarantula» oder am Anfang, wo der eine auf dem Dach geht und dann hat er so, der sagt «Ich habe ihn! Ich habe ihn nicht mehr!» Das checken jetzt nur die den Film geschaut haben, sonst war es absolut cringe gewesen. Aber «Mein Name ist Eugen» ist für mich mein Lieblingsfilm. Absoluter Legendenfilm, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, schaut «Mein Name ist Eugen». Mit Abstand der beste Schweizer Film. So, dann zum Schluss fragt Salzgeber Chloe noch, was ist der schönste Dialekt in der Schweiz? Was der schönste Dialekt ist, und
Da würde ich natürlich sagen, dass der Basler Dialekt schon der schönste Dialekt ist, aber ich finde auch Graubünden, die Leute im Graubünden, die reden wirklich mega cool, so gelassen, langsam reden die. Aber ich muss sagen, dass die Walliser, die haben einen höheren Pfuff drauf. Also ich würde sagen, vielleicht zwischen Walliser Deutsch und Graubünden oder Bündner Deutsch. Entweder Walliser Deutsch oder Graubünden. So, Walliser Deutsch, sagen wir Walliser Deutsch. Yes, dann war es gesehen, die letzte Frage. Das war es vom Q&A. Sorry, dass One-Take-Video geworden ist das Wochenende. Das hat mir auch nicht gelangt, um ein richtiges Video zu machen. Aber ich würde sagen, lieber ein One-Take-Video als gar kein Video. Genau. Wenn ihr auch mal Fragen stellen wollt, dann folgt mir auf jeden Fall auf Instagram, weil ich meistens auf Instagram frage, nicht auf YouTube. Ihr könnt mir schon Fragen in den Kommentaren schreiben. Wenn es genug hat, mache ich aus dem ein Video. Aber meistens ist es mir auch besser, wenn ihr auf Insta seid. Und dann kann ich dort fragen, ob ihr mir Fragen stellen wollt. Und dann gibt es ein Video so. Yes. Und dann würde ich sagen, ist das gesehen von dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Video, am nächsten Sonntag mit einem sehr speziellen Video. Mit einem Podcast, der jeden Samstag neu rauskommt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Abonnieren, Glocken aktivieren und natürlich dem Video ein Like geben. Wir sehen uns. Peace und Blümchen.